Swiss German Storytime mit dem Thomas. Hoi hoi miteinander und willkommen zu einem neuen Podcast hier auf Swiss German Storytime. Ich hoffe, euch geht es allen gut. Ich habe gerade realisiert, es ist schon wieder eine Weile her seit meinem letzten Podcast und ich möchte mich mal entschuldigen, ich habe in letzter Zeit leider nicht so viel Zeit zum Podcast zu machen, aber ich tue mir es fest auf die To-Do-Liste schreiben, um wieder öfters auch solche Podcasts zu kreieren. Ich mache es nämlich mega gerne, ich tue sehr gerne für euch Geschichten recherchieren, zusammenschreiben und aufnehmen, also an dem soll es überhaupt nicht liegen. Ist einfach, die Zeit war ein bisschen knapp gewesen. Falls ihr Themen habt, die euch interessieren über die Schweiz oder auch allgemein, einfach ein Thema, das ihr gerne würdet auf Schweizerdeutsch hören, dann lasst mich doch wissen, schreibt es in die Kommentare oder macht mir eine Nachricht. Aber ja, im heutigen Podcast geht es um die verschiedenen Landessprachen der Schweiz. Und zwar ist da ein Wunsch von einem Patreon-Mitglied von mir, vom Miloslav. Danke viel, Miloslav, für den coolen Vorschlag. Und ihn hat interessiert, klar, wir wissen alle die verschiedenen Landessprachen der Schweiz, aber wie dass die Sprachen verteilt sind in der Schweiz, auf welche Regionen, wie viele Leute das welche Sprache reden, welche Kantone haben welche Sprache, welche Kantone haben vielleicht 2 Sprachen, welche sind sogar 3-sprachig, auch ein bisschen Geschichte, wie das da überhaupt so mehrsprachig geworden ist. Und über da geht es in dem Podcast. Also danke vielmals, Miloslav, für deinen super Vorschlag. Und an dieser Stelle möchte ich mich auch einmal ganz herzlich an alle Patreons wenden und mich ganz herzlich bedanken für die Unterstützung. Speziell auch auf der Patreon-Seite. Es sind jetzt über 50 Leute aktiv auf der Patreon-Seite, die mit vielen Materialien arbeiten und so ihre Schweizerdeutsch verbessern. Mit Texten, mit Grammatik, mit Übungen, mit Liedtext, halt mit allem, was ich immer einmal so urlade. Also danke vielmals. Und natürlich möchte ich überhaupt allen danken, die meinen Podcast hören, auch euch. Merci vielmals. Also dann starten wir, glaube ich, gerade mit dem heutigen Podcast. Die 4 Landessprachen der Schweiz. Fakten und Entwicklungen. Die Schweiz hat 4 Landessprachen. Deutsch, Französisch, Italienisch und Rätoromanisch. Sie sind in der Bundesverfassung offiziell anerkannt und Deutsch, Französisch und Italienisch sind 1848 als gleichberechtigt festgelegt worden. Rätoromanisch ist ein bisschen später, 1938, dazugekommen. Die Sprache spiegelt eigentlich die geografische Lage der Schweiz wider. Sie grenzt im Norden an Deutschland, im Westen an Frankreich, im Süden an Italien und im Osten an Österreich und Liechtenstein. Das Land ist umgeben von 5 verschiedenen Ländern mit 3 verschiedenen Sprachen. Und die haben bei der Schweizer Grenze natürlich nicht Halt gemacht und einen starken kulturellen und eben auch sprachlichen Einfluss ausgeübt. So ist die Mehrsprachigkeit entstanden und hat sich über die Jahrhunderte gefestigt und wird darum heutzutage in der Schweiz als ganz normal empfunden. Von den 26 Kantonen haben 17 Kantone Deutsch als offizielle Sprache. 4 Kantone sind einsprachig Französisch. Genf, Genève, Jura, ausser Gemeinde Ederswiller, wo Deutsch als Sprache hat, dann Neuenburg, Neuchâtel und Waadt, Vaud. 3 Kantone, Bern, Freiburg, Fribourg und das Wallis, Valais, sind offiziell zweisprachig mit Deutsch und Französisch. In Bern überwiegt Deutsch und in Fribourg und im Wallis ist Französisch in der Mehrheit. Weiter ist ein Kanton offiziell italienischsprachig, das Tessin. Dazu können 4 Südtäler im Kanton Graubünden mit dem Misox, dem Galankatal, dem Bergell und dem Puschlav und die Gemeinde Bivio im Kanton Graubünden. Somit ist Graubünden der einzige Kanton, der dreisprachig ist, mit Deutsch, Italienisch und Rätoromanisch. Da wird ausschließlich nur zu Graubünden geredet. Deutsch ist die am weitesten verbreitete Sprache der Schweiz. Etwa 64% der Bevölkerung und fast 73% von allen Schweizer Staatsangehörigen reden Deutsch als Hauptsprache. Und
Da muss ich natürlich in einem Schweizerdeutsch-Podcast kurz erwähnen. Wie ihr ja alle wisst, die Alltagssprache unterscheidet sich nochmal mit den verschiedenen Dialekten, die man in der deutschsprachigen Schweiz hat. Interessant ist, dass am Arbeitsplatz Schweizerdeutsch die am häufigsten gebrauchte Sprache ist, gefolgt von Hochdeutsch, Französisch, dann Englisch und Italienisch. Und noch ein Fun Fact: Zamnaun wird als einziger Ort in der Schweiz sogar einen südbayerischen Dialekt geredet. Aber für das Mal gehen wir hier nicht mehr in die Details und schauen uns mal die französische Seite an. Das wird von rund 23% der Bevölkerung geredet. Der französische Teil der Schweiz wird Romandie oder Suisse romande genannt. Im Deutschen sagt man oft die französischsprachige Schweiz, die Westschweiz oder das Welschland. In Sachen Dialekt unterscheidet sich die Situation ein bisschen von der deutschsprachigen Schweiz. Mundarten und regionale Dialekte haben einen viel geringeren Stellenwert und das Standardfranzösisch wird bevorzugt. Italienisch redet ungefähr 8,4% der Bevölkerung und 6,2% der Staatsangehörigen. Auch hier gibt es Dialekte, die zum Lombardischen gehören, einer norditalienischen Dialektgruppe. Das Tessin ist ganz klar der prominente Kanton für Italienisch in der Schweiz. Aber auch hier gibt es eine Besonderheit. Im Tessiner Bergdorf Bosco, Gurin, wird heute noch ein alter deutscher Dialekt geredet, das Walserdeutsch, wo heute nur noch von wenigen Leuten gepflegt wird. Die kleinste von diesen 4 Landessprachen ist Rätoromanisch. Nur etwa 0,5% der Bevölkerung redet diese Sprache als erste Sprache. Der Anteil bei den Schweizer Staatsangehörigen liegt bei etwa 0,7%. Die meisten Rätoromanen sind mindestens zweisprachig und reden zusätzlich Hochdeutsch und einen Bündnerdialekt. In der Schweiz ist es also ganz normal, im Alltag mehrere Sprachen zu begegnen und mit denen zu kommunizieren. Statistisch gesehen verwendet etwa 2/3 der Bevölkerung über 15 Jahre regelmäßig mehr als eine Sprache. Besonders häufig sind Kombinationen aus Deutsch und Französisch. Natürlich sind auch Nicht-Landessprachen sehr verbreitet, allen voran Englisch, wo wie überall sehr stark zugenommen hat. In der Bildung und im Schulunterricht variiert die erste und die zweite Fremdsprache je nach Kanton. In der Westschweiz ist Deutsch die erste Fremdsprache, in der Zentral- und Ostschweiz Englisch, in anderen Deutschschweizer Kantonen sowie im Tessin Französisch. Im Graubünden hängt die erste Fremdsprache von der Region ab. Die zweite Fremdsprache ist meistens Englisch, in der Zentralschweiz und in der Ostschweiz Französisch, im Tessin Deutsch. Der Fremdsprachenunterricht fängt spätestens im 5. Schuljahr mit der ersten Sprache bzw. im 7. Schuljahr mit der zweiten Sprache an. Viele Kantone oder Schulen bieten freiwillig eine dritte Landessprache an. Interessant ist der folgende Trend. Der Anteil von Deutsch, von Italienisch und von Rätoromanisch ist seit den 1970er Jahren leicht rückläufig. Gleichzeitig hat das Französisch ein bisschen zugenommen. Überraschend nicht. Am stärksten gewachsen ist der Anteil der Nicht-Landessprachen, dort die Migration. Die machen heute deutlich mehr aus als Italienisch und Rätoromanisch zusammen. Und da wirkt sich natürlich auf die Gesamtverteilung der Sprachen im Land aus. Ein weiterer sichtbarer Effekt ist, dass sich die Sprachgrenze zwischen Deutsch und Französisch ganz leicht Richtung Osten verschoben hat. Aber auch wenn sich die Anteile verschieben und sich der Sprachgebrauch im Alltag verändert, bleibt doch die Mehrsprachigkeit ein fester Bestandteil der Schweizer Identität. Okay, und da wäre es gesehen. Ich habe gerade gemerkt, als ich das Skript gelesen habe für euch, dass es ziemlich statistisch war und recht viel Wert drin hat. Also ich hoffe, es ist nicht ein bisschen zu fest zahlenorientiert gesehen und ihr habt trotzdem interessant zuhören. Ist auf jeden Fall sicher für die Schweiz eine ganz interessante Situation mit der Mehrsprachigkeit. Und ich bin selber in der Schweiz aufgewachsen und habe irgendwie das Gefühl, man profitiert schon ein bisschen von dieser Mehrsprachigkeit. Auch wenn es wirklich nicht so ist, dass man alle Sprachen perfekt beherrscht. Also zum Beispiel bei mir ist es so gesehen, in der Schule, da ist jetzt auch schon wieder fast 30 Jahre her, denke ich, dass ich in der Primarschule war. Aber zu dieser Zeit ist bei uns wirklich Französisch die
erste Fremdsprache gesehen. Also wir haben Hochdeutsch gelernt, dann Französisch. Und dort war Englisch noch freiwillig gesehen, zumindest in der Primarschule. Nachher dann, als ich dann in die Sekundarstufe gekommen bin, ist es Deutsch gesehen, dann Französisch und dann Englisch. Haben wir eigentlich diese Sprachen gehabt. Und heute hat sich schon, wie auch im Bericht erklärt, hat sich da ein bisschen gewandelt und vor allem in der Ostschweiz ist der Fokus ein bisschen mehr auf Englisch gekommen, wo ich denke, in der heutigen Zeit auch ein bisschen Sinn macht, weil halt Englisch wirklich so verbreitet ist. Aber trotzdem bin ich mega froh, habe ich Französisch in der Schule schon haben können, obwohl wir es nicht immer so gerne gemacht haben, dort mal. Aber heutzutage, ich liebe Französisch, ich finde es eine sehr schöne Sprache und ich bin wirklich froh, haben wir in der Schule die Grundlagen gehabt und zumindest die Grundlage bekommen von der Sprache. Und da hat es mir nachher einfacher gemacht, um die Sprache auffrischen und dann auch wirklich lernen, reden mit den Leuten. Weil wie so oft, da wo man in der Schule lernt, gibt eine Grundlage, aber es langt vielleicht noch nicht, dass man es dann reden kann, auch im Alltag oder sicher mit einem guten Gefühl kann reden. Und nachher aber kann man wirklich von dem profitieren. Und ich denke, da ist sicher ein grosser Pluspunkt in der Schweiz, dass wir die Sprache haben in der Schule und dass man zumindest schon mal so ein bisschen eine Basis bekommt. Zusätzlich auch, wenn man in der Schweiz wohnt, da wissen sicher viele von euch auch, weil ich glaube, viele von euch wohnen in der Schweiz, eigentlich permanent lässt man zum Beispiel auf einem Produkt, wenn man was kauft in der Migros oder irgendwo, dann lässt man es eigentlich immer in mindestens 2 Sprachen oder manchmal sogar 3. Dann steht es auf Deutsch, auf Französisch, auf Italienisch. Und ich glaube auch unbewusst, wenn man es jetzt nicht wirklich bewusst lässt, aber man kommt es gleich irgendwie mit, weil es überall so ist. Und ich glaube, da hilft auch, um ein breites Verständnis zu bekommen und zum immer wieder so ein Wort auffangen und sich daran erinnern. Also ich glaube, das hat schon einen Vorteil. Absolut. Ja, aber ich hoffe, euch hat es gefallen. Und eben, der Kanal ist ja Schweizerdeutsch und gehört eben auch dazu in der Schweiz. Und mich freut es, dass ihr hier zulässt und freue mich, euch wieder zu sehen beim nächsten Mal. Macht's gut!